Danke Jesus, lobe dich Jesus, Halleluja, Halleluja. Wir haben gelernt, dass die schöpferische Kraft hinter dem gesamten Universum das Wort Gottes und der Geist Gottes ist, die zusammenarbeiten. Das Wort und der Geist Gottes wirken zusammen. Heute werden wir studieren, dass Gottes Wort niemals versagt. Gottes Wort versagt nie. Das ist es, was Jesaja 55, Vers 11 sagt. Gott erklärt, dass sein Wort niemals in seiner Absicht versagen wird. Jesaja 55, Vers 11 sagt, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer oder unwirksam zu mir zurückkehren, ohne das zu erreichen, was ich wünsche, und ohne Erfolg in der Sache zu haben, die ich es gesandt habe. Wenn also Gottes Wort hervorkommt, erreicht es das, was Gott von ihm verlangt hat. Es gelingt immer der Zweck, für den Gott es gesandt hat. Das heißt, ich kann mich absolut auf das Wort Gottes verlassen. In der Tat könnten wir sogar sagen, dass Gott mir eine schriftliche Garantie gegeben hat, dass das Wort Gottes das tun wird, wozu es ausgesandt wurde. So wie wir einige Geräte, Ausrüstungen oder Elektronik kaufen, gibt uns der Hersteller eine schriftliche Garantie für die Dinge, die wir mitgebracht haben. Ebenso wie in Jesaja 55, Vers 11 ist es Gott, der uns eine Rückgabegarantie gibt, dass seine Verheißungen oder sein Wort immer genau das erreichen, was es sagt. Lob den Herrn! Und im Neuen Testament spricht Jesus auch über diese Wahrheit, als er im Johannesevangelium 6, Vers 63 sagte, dass die Worte, die ich zu ihnen gesprochen habe, Geist und Leben sind. Die Worte, die zu dir gesprochen werden, sind Geist und Leben. Jesus sagte also, dass Gottes Worte nicht nur Geräusche in der Luft oder einfach Worte sind, die auf Papier geschrieben sind. Er sagt, dass er in diesen Worten den Geist trägt, das Leben Gottes selbst. Lobe den Herrn, Halleluja! Denken Sie also daran, dass Gottes gesprochenes Wort Geist und sein Leben ist, und das sagt Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und aktiv, kraftvoll, energisch, effektiv, wirksam, schärfer. Kraftvoll als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend soweit die Trennung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark und in der Lage, die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Preiset den Herrn! Das aktive Wort bedeutet voller Handlung, das Wort Leben bedeutet voller Leben, das Wort Kraft bedeutet die Kraft, die Ergebnisse bringt, die Kraft, die Veränderung bringt, die Kraft, die neue Dinge arrangiert. Lobe Gott! Zum Beispiel gibt es einen Stein und ich benutze ein Dynamit. Ich benutze eine Kraft, sie explodiert, statt eines Felsens gibt es kleine Steine. Was hat die Macht also getan? Es zwang es, Veränderung zu bringen. Es zwang es, Ergebnisse zu bringen. Halleluja! Wenn Sie also etwas ändern wollen, brauchen Sie Kraft und das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist voller Kraft. Halleluja! Sie wollen eine Operation des Geistes, die kein Arzt auf dieser Welt durchführen kann. Sie können nur das Gehirn bedienen, nicht aber den Geist. Denn der Geist ist spirituell und kein Arzt kann spirituelle Dinge heilen oder operieren, er kann nur Medikamente geben oder physische Dinge berühren. Aber das Wort Gott hat die Kraft, sogar den Geist zu bedienen. Es hat eine schärfere Kraft als jedes zweischneidige Schwert, das es direkt in das Organ, direkt in den Knochen, direkt in das Knochenmark und durch das Wort von wirken kann Gott. Halleluja, danke Jesus!
Denken Sie also daran, dass das Wort Gottes voller Leben ist, ein Leben voller Handlungen, voller Energie, es hat die Kraft zu durchdringen, es reicht in jeden Bereich der menschlichen Persönlichkeit, den Geist, die Seele, sogar den physischen Körper. Wo immer das Wort Gottes angewendet wird, wird es mit einer Rückgabegarantie geliefert, die Ihnen immer und immer gut tut. Lobe den Herrn, Halleluja, danke Jesus, lobe dich Jesus, danke Jesus. Himmlischer Vater, wir danken Ihnen, dass Sie uns diese mächtigen Wahrheiten gelehrt haben. Im Namen Jesu, da Ihr Wort lebendig und aktiv ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, geht es direkt in unseren Geist, unser Unterbewusstsein, unser Unbewusstes, unser Bewusstsein und zerstört alle schlechten Erinnerungen, verletzende Erinnerungen. Durch die Kraft deines Geistes, o Herr, wirkt es auf jedes Organ und ich spreche mit jedem Organ, um jetzt Leben zu empfangen und perfekt zu funktionieren, wie Gott es geschaffen hat, um zu funktionieren. Und ich spreche im Namen Jesu. Jede Art von Fehlfunktion hat gerade im Namen Jesu aufgehört. Mein Freund, du bist vollkommen geheilt von den Wunden Jesu, du bist vollkommen befreit im Namen Jesu und wenn Gott uns die Garantie gegeben hat, fang an dich zu freuen, wenn du sein Wort empfangen hast, wie du sein Leben empfangen hast, wo immer das Wort ist das Jesus? Da ist der Geist Gottes, der Heilige Geist ist. So wie das Wort und der Geist zusammenarbeiten, arbeitet Jesus zusammen mit dem Heiligen Geist immer zusammen. Und jetzt sagt derselbe Jesus, du hast mein Wort empfangen, und mein Wort bin ich, und dieses Wort in dir und im Heiligen Geist kann mit dir arbeiten, mit jedem von uns jedes Mal, wenn wir glauben, öffnen wir unseren Mund. Und wenn du das Wort Gottes sprichst, also mein Freund, erinnere mich, dass das Wort Geist und Leben ist. Gehen Sie herum und finden Sie Menschen, die in Schwierigkeiten sind, und Sie haben eine Garantie von Gott, dass dieses Wort den Zweck erfüllen wird. Also leg deine Hände auf die Kranken, vertreibe Dämonen, gehe und heile die Kranken, gehe und befreie die Gefangenen, öffne geistige Augen, vertreibe Unterdrückung, Depression und Selbstmordtendenz und gehe und sei ein Segen für die Nation. Also, Vater, im Namen Jesu, lasse ich eine neue Salbung für denjenigen frei, der gerade zuhört. Mein Freund, was auch immer Ihre Krankheit ist, was auch immer Ihre Krankheit ist. Ich befehle dem Teufel, dich jetzt zu verlassen, der Geist der Gebrechlichkeit tritt im Namen Jesu aus und erinnere mich, dass mein Freund Jesus dich liebt, er dich geheilt hat, er dich befreit hat, völlig frei, frei, frei. In jedem Bereich Ihres Lebens, ob es sich um Gesundheit, Beziehungsjob, Wohlstand oder jeden Bereich Ihres Lebens handelt. Jede schlechte Angewohnheit, sucht alles zerstört im Namen Jesu. Danke, Herr, lobe dich, Herr, Halleluja. Amen, Amen, genieße dein Leben mit Jesus, Amen.